Und das gilt auch für unser Land, das gilt auch für Europa. Ohne Gott geht ein Land bankrott. Aber ich bin ja nicht hier, um eine Weltuntergangsstimmung an den Horizont zu malen, sondern eins steht fest: Je dunkler es in dieser Welt wird, desto heller leuchtet das Licht des Evangeliums. Und was ist die Grundlage unseres Glaubens? Dein und mein tolles Gefühl? Das trägt nicht durch. Das mag vielleicht heute Morgen auf eine Hochstimmung kommen, aber im Alltag tragen Gefühle nicht durch. Was ist die Grundlage des Glaubens? Fit für die Zukunft. Der Herr Jesus bereitet seine Leute vor. Ich habe bewusst mal dieses Bild ausgewählt. Ich kann mich noch gut erinnern, wir kriegten in Dillenburg im Büro einen Anruf: Geht mal ganz schnell an die Bildschirme und seht euch das an. 2 Flugzeuge werden ins World Trade Center gesteuert. Und dieses schreckliche Ereignis jährt sich ja in diesem Jahr zum 25. Mal im September. Und das fiel mir so ein, als ich überlegte, welches Thema kann ich behandeln und wie steige ich ein und wie schließe ich den Vortrag ab. Und ich kann mich noch erinnern, dass das Magazin Max unterschrieben hat, 11. September 2001, die Minute, in der die Welt zusammenbrach. Und immer wieder hörte man diesen Satz: Nach dem 11. September 2001 wird die Welt nie mehr so sein, wie sie war. Und tatsächlich, diese Terroranschläge vor 25 Jahren haben vieles verändert, auch in puncto Verteidigungspolitik, globaler Antiterrorkrieg und so weiter. Und die Anschläge führten ja zu einem Anstieg der Sicherheitsmaßnahmen. Und die Frage ist auch heute: Worauf müssen wir uns, und vor allen Dingen die vielen jungen Leute, die hier sind, worauf müssen wir uns einstellen? Was bringt die Zukunft? Nun, ich persönlich bin davon überzeugt, der Terror wird zunehmen und wir müssen uns auch vor allen Dingen auf die Zunahme des Terrors durch den Islam einstellen. Davon bin ich persönlich fest überzeugt. Ich sage immer jedem, der das in Frage stellt: Lies mal den Koran. Ich habe den Koran durchgearbeitet und dann gehen einem schon die Augen auf. Aber was für mich noch viel schlimmer ist, ist ja nicht die Stärke des Islam, sondern die Schwäche des Christentums. Und die Gottlosigkeit wird zunehmen. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Wortspiel kennt von diesem französischen Dichter Antoine de Saint-Exupéry. Er soll ja mal geschrieben haben: Wenn die Menschen gottlos werden, sind die Regierungen ratlos, die Lügen grenzenlos, die Schulden zahllos, Besprechungen ergebnislos, die Aufklärung hirnlos, Politiker charakterlos, Christen gebetslos, Kirchen kraftlos, Völker friedlos, Sitten zügellos, Mode schamlos, Verbrechen maßlos, Konferenzen endlos und die Aussichten trostlos. Die Abkehr vom christlichen Welt- und Menschenbild. Und ihr Lieben, das wird vor allen Dingen deutlich in ethischen Fragen. Und das zeigt mir jetzt wieder die ganze Problematik. Im Februar diesen Jahres hat ja das EU-Parlament sich geweigert, folgenden Text anzunehmen. Ich zitiere: Nur biologische Frauen können schwanger werden. Stattdessen heißt es: Zeugungsfähige Menschen mit männlichen Geschlechtsteilen, die sich für Frauen halten, seien Frauen. Der Schriftsteller Leon de Winter kommentiert in der Tageszeitung Die Welt: Männer können nicht schwanger werden. Ich ergänze, sie sehen zwar manchmal schwanger aus. So weiß die Menschheit doch, das Parlament Europas möchte die Vorstellung offen halten, dass unerwartet ein Mann schwanger werden könnte. Das ist eine Form geistiger Trägheit und Dummheit. Zitat Ende, Die Welt. Ich habe mich natürlich gefragt, wie kann es so weit kommen, dass eine ganze Kultur die Wirklichkeit zur Ansichtssache macht und sogar erklärt, dass die Leugnung von Tatsachen in Gesetze gefasst wird, sodass die Nennung der richtigen Aussage zur Straftat erklärt werden kann. Das ist eigentlich unvorstellbar.
Und leider geht es in Gesprächen, und jetzt kommen wir den Gemeinden recht nah, bis hinein in christliche Gemeinden geht es nicht mehr um objektive Fakten, sondern um Gefühle. Und dann heißt es ja, deine Fakten, meine Fakten. Tatsachen werden zu Meinungen erklärt. Und damit verlieren wir im Grunde die Grundlage unserer Zivilisation. Lüge wird zur Wahrheit, das Licht zur Dunkelheit und die Liebe zum Hass. Ohne Gott. Ich erinnere mich daran, als ich Anfang der 80er Jahre Vorträge in der ehemaligen DDR gehalten habe, wurde ich von meinem Gastgeber in der Oberlausitz durch den Ort Ninive gefahren am Vormittag. Und dann habe ich ein Riesenplakat fotografiert: Ohne Gott und Sonnenschein holen wir die Ernte ein. Kurze Zeit später hätte man auf dieses Plakat schreiben müssen: Ohne Gott geht die DDR bankrott. Und das gilt auch für unser Land, das gilt auch für Europa. Ohne Gott geht ein Land bankrott. Aber ich bin ja nicht hier, um eine Weltuntergangsstimmung an den Horizont zu malen, sondern eins steht fest: Je dunkler es in dieser Welt wird, desto heller leuchtet das Licht des Evangeliums. Und das merken wir ja überall auf dieser Welt. Die verfolgte Gemeinde wächst, die verwöhnte Gemeinde schrumpft. Da, wo Christen unter Druck geraten, kommen Menschen zum Glauben. Und das merken wir ja besonders in islamischen und kommunistischen Ländern. Also hier liegt unsere Chance. Und ihr Lieben, unsere Chance ist ja keine neue Partei, kein Wahlprogramm, sondern unsere Chance ist eine Person: Jesus Christus. Und obwohl wir die Zukunft nicht kennen, kennen wir den, der unsere Zukunft ist: Jesus Christus. Und deshalb unser Thema Fit für die Zukunft: Wie hat Jesus seine Leute vorbereitet? Und denken wir bitte daran, dass zur Zeit Jesu, zur Zeit von Paulus, die Zeiten ja viel schlimmer und schlechter, dekadenter und gottloser waren als heute. Manche sind ja der Meinung, man dürfe das zum Thema Ethik, Sexualität, was Paulus geschrieben hat, müsste man in der damaligen Zeit sehen, und heute wäre ja vieles anders und schlimmer. Und nein, das ist überhaupt nicht wahr. Die Zeit Jesu, römisches Weltreich, war ja viel schlimmer, dekadenter, und daran ist auch dieses Weltreich zerfallen, als wir das heute erkennen. Nun, was brauchen wir? Was heißt überhaupt fit sein für die Zukunft? Wie bewältige ich, was auf mich zukommt? Und dazu möchte ich euch 3 Punkte zunächst mal ganz allgemein nennen, und dann werden wir das vertiefen am Fitnessprogramm Jesu. Ich denke, wer fit sein will für die Zukunft, muss 3 Fragen beantworten. Wie bewältige ich, was auf mich zukommt? Und dazu brauchen wir enorme Flexibilität. Wie stelle ich mich auf rasante Veränderungen ein? Das ist ja die Frage. Und gleichzeitig müssen wir die Frage beantworten: Was hält mich? Was gibt mir gute Stabilität? Und Flexibilität und Stabilität, das wurde mir nochmal so deutlich, als ich gestern hier am Freitag hier in Dübendorf reinfuhr und sah diese gewaltigen Hochhäuser hier vorne. Man fragt sich ja, wieso, wenn ein richtiger Sturm kommt, wieso kippen die nicht um und brechen zusammen? Und da wird deutlich, 2 Dinge sind notwendig. Ein solches Haus braucht Dehnungsfugen, und ein solches Haus braucht ein tiefes, festes Fundament. Und beides ist notwendig, damit die Schwankungen, und wenn man oben auf so einem ich weiß nicht, wie hoch ist das höchste Hochhaus hier, was jetzt hier steht, 113 Meter. Und ich denke, das sind oben ganz schöne Schwankungen, wenn man das mit unten vergleicht, mit dem festen Fundament. Und dazu braucht es Dehnungsfugen. Und die benötigen wir auch im übertragenen Sinne für unser Leben.
Und es geht auch um die Frage des Fundaments. Es geht um die Frage der Sicherheit. Die Wahrheitsfrage muss ganz neu durchdacht werden. Worauf kann ich mich wirklich verlassen? Und das gibt gute Stabilität. Und ich muss die Frage beantworten, wer bin ich überhaupt als Christ? Und wie schaffen wir eine friedliche Auseinandersetzung mit anderen Kulturen und Religionen, die sich in unseren Ländern breit machen? Ich glaube, ihr habt heute eine Volksabstimmung zu dem Thema Zuwanderung, oder? Das ist ein Problem. Wie schaffen wir es, Menschen aufzunehmen, die wirklich in Not sind, aus anderen Kulturen und Religionen, ohne unsere eigene Identität als Christen aufzugeben? Und da muss ich die Frage beantworten, wer bin ich? Es geht um die Frage der Identität, auf Deutsch der Wesenseinheit. Wer bin ich eigentlich als Mensch? Und das Schöne ist, dass in diesem alten Buch der Bibel Jesus Christus genau diese Punkte aufgreift, als er seine Leute vorbereitet auf eine ungewisse Zukunft. Und das zeigt sich in seinen Abschiedsreden. Und für mich ist der Abschnitt Johannes 13 bis 17 eine der schönsten Abschnitte, wo Jesus seine Leute nochmal so hineinnimmt. Er ist mit ihnen allein und versucht ihnen nun klarzumachen, worauf es wirklich ankommt. Und das Ganze beginnt mit dem Gebot der Liebe in Johannes 13. Und wir werden sehen, Liebe schenkt uns eine enorme Flexibilität. Und dann kommt der Herr Jesus in Johannes 14 auf den Glauben zu sprechen. Und der Glaube, gegründet auf Gottes Wort und seine Zusagen, gibt uns als Menschen Stabilität. Und dann kommt dieses herrliche Kapitel Johannes 15. Bleibt in mir, ich in euch. Die engste Gemeinschaft mit Christus. Das gibt uns klare Identität, Wesenseinheit mit ihm. Und das Ganze mündet dann im Gebet und dann im hohenpriesterlichen Gebet in Johannes 17. Und der Herr Jesus sagt in Johannes 16, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr Frieden habt. In der Welt habt ihr Not, habt ihr Drangsal, aber seid guten Mutes. Ich habe die Welt, also dieses System, was vom Fürsten der Finsternis beherrscht wird, überwunden. Was für eine herrliche, mutmachende Aussage. Und dieses Fitnessprogramm Jesu, das wollen wir uns im Einzelnen jetzt einmal etwas näher anschauen. Also es beginnt mit dem Gebot der Liebe. Das ist sozusagen der Rahmen von Johannes 13. Da er die Seinen, die in der Welt waren, geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende. Und da lesen wir am Ende von diesem herrlichen Abschnitt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und genau diesen Gedanken greift Johannes ja in seinem ersten Brief auf, den wir soeben ausschnittsweise, 1. Johannes 4 hast du vorgelesen, Martin. Da finden wir ja genau diesen Gedanken, wie Johannes ihn vertieft. Und ihr Lieben, eins steht fest, Dienen aus Liebe verändert die Welt. Nicht die große, weite Entwicklung in dieser Welt, aber deine kleine Ehe, Familien, Arbeitswelt wird auf jeden Fall zum Positiven verändert, wenn wir bereit sind, aus Liebe einander zu dienen. Wenn man Johannes 13 liest, da ist ja so ein Highlight die Fußwaschung. Nun, die Jünger saßen nicht auf solchen unbequemen Stühlen wie ihr heute Morgen, sondern die lagen ja zu Tisch. Die lagen zu Tisch und dann aßen sie. Vorne natürlich der Mund und hinten die Füße ragten über die Polster hinaus. Und was tut unser Herr jetzt? Er steht auf, legt sein Obergewand ab, bindet sich eine Schürze um, holt sich eine Schüssel Wasser und wäscht jedem nacheinander die Füße. Und dann legt er sich wieder zu Tisch und sagt, ich habe euch ein Beispiel gegeben, dass auch ihr tut, wie ich euch getan habe.
eine ganz beeindruckende Szene. Wir müssen immer daran denken, wer hier wem die Füße wäscht. Der Schöpfer, der Herr, der König aller Könige, von dem wir nie groß genug denken können. Aber eins wird immer wieder deutlich: Er, der Größte, wird uns im Kleinsten am größten. Unser Herr wäscht die Füße. Dienen aus Liebe, und es beginnt alles damit, dass er uns dient. Er macht den Anfang. Er kommt uns entgegen. Er macht den Anfang, um uns bis ans Ende zu bringen. Und ihr Lieben, das gilt für uns alle. Und wir werden die Zukunft in unserem engsten Umfeld positiv beeinflussen, wenn wir bereit sind, einander in Liebe zu dienen. Und das gilt für Chefs, das gilt für Angestellte, das gilt für alle im Betrieb, in der Gemeinde. Ich stelle immer wieder fest, viele wollen mitreden und bestimmen, aber wenige wirklich arbeiten. Und eins steht fest: Der Herr Jesus hat die Prinzipien dieser Welt auf den Kopf gestellt. In dieser Welt will man herrschen, hat er gesagt. Aber er sagt, ich bin gekommen, um zu dienen und mein Leben zu geben. Und eins steht fest, und das gilt auch für viele Diskussionen innerhalb der Gemeinde, was die Leitung einer Gemeinde betrifft. Wer dient, führt. Wer dient, verdient Anerkennung. Wer dient, hinterlässt Spuren. Und wer dient, ist anderen Vorbild. Und wie schreibt Paulus, erkennt die an, die unter euch arbeiten. Diese ewigen Diskussionen über Leitung und dann mit Mehrheiten abzustimmen, das entspricht nicht den geistlichen Prinzipien, die wir in der Bibel finden. Es geht um Dienst. Nun, vielleicht ist es so, ich muss es von mir bekennen, oft fällt es uns ja leichter, einander die Köpfe zu waschen. Nein, fit für die Zukunft wird, wer gelernt hat, Füße zu waschen. Und eins steht fest: Fußwäscher sind glücklicher als Kopfwäscher. Denn der Herr Jesus sagt in Vers 17, glückselig seid ihr, wenn ihr das tut. Glücklich seid ihr, wenn ihr einander die Füße wascht. Fit für die Zukunft ist also, wer nach Jesu Gebot handelt. Und natürliche Fitness bekommen wir ja nicht aus dem Lehrbuch, sondern wir müssen es tun. Und das ist der Appell heute Morgen, dass wir das aus dem Fitnessprogramm Jesu umsetzen, was er uns mitteilt. Kommen wir zu einem zweiten Punkt. Glaube. Dieser zweite Abschnitt aus seinem Fitnessprogramm fängt ja damit an, euer Herz ist bestürzt. Was ist Jesu Antwort auf verzweifelte, bestürzte, ängstliche Gemüter? Nun, Jesus macht Mut. Und als er merkt, dass seine Leute total verunsichert sind, und hier steht bestürzt, sie haben Angst, und wir haben das soeben in einem Lied gesungen, wer mit Gott geht, kennt auch Schwierigkeiten. Wir kennen Ängste und Schwierigkeiten. Fragen uns natürlich, was war denn hier los mit ihrem Herrn da auf dem Obersaal? Herrliche Atmosphäre und alles. Ja, gucken wir uns das mal genauer an. Was war los? Der Herr hat sein Leiden angekündigt, sein Sterben angekündigt. Er hat den Verrat durch Judas angekündigt. Und dann kam noch so ein Highlight dazu, die Ankündigung der Verleugnung durch seinen Jünger Petrus. Und die Jünger spürten, uns stehen schlimme Stunden bevor. Und sie bekommen Angst, als sie die warnenden Worte Jesu an Petrus hören. Wenn schon ihr Wortführer ihn verleugnen würde, wie konnten sie sich überhaupt noch selbst über den Weg trauen? Alles unfassbar schrecklich. Aber was tut Jesus jetzt? Er greift diese Bestürzung auf. Und das tut mir immer so gut, wenn ich das in den Evangelien lese, wie unser Herr die Not der Menschen kennt. Er sieht ja auch in dein und mein Herz hinein. Er greift das auf. Er lässt dich in diesen Ängsten, in dieser Anspannung, in dieser Unsicherheit nicht alleine. Das tut so gut, einen solchen Herrn zu haben.
Und jetzt fordert er sie auf, ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Verwirrung, Bestürzung, Angst und Zweifel stehen im Gegensatz zum Glauben. Und der Glaube ist ein tiefes Vertrauen und gibt eben Sicherheit in stürmischen Zeiten. Er sagt, ihr glaubt an Gott. Natürlich, fromme Juden glaubten an Gott. Aber jetzt kommt der Hammer. Glaubt auch an mich. Das ist eigentlich eine Zumutung. Aber diese Aufforderung ist ein Heilmittel gegen die Angst. Wenn es einen Gott gibt, und davon sind Sie ja überzeugt als Juden, muss es etwas jenseits des Grabes geben. Und dann gibt es Hoffnung im Diesseits auf das Jenseits. Nun, über diesen Glauben hinaus, den die Jünger selbstverständlich hatten, fordert Jesus sie aber jetzt auf, auch an ihn zu glauben. Das ist neu. Und das muss sie auch ein Stück weit irritiert haben. Denn damit setzt er sich ja auf die gleiche Stufe wie Gott, an den sie ja sowieso glaubten. Aber sie sollen so, wie sie an Gott glauben, auch an ihn glauben. Und außerdem fordert er sie jetzt dazu auf, obwohl er ihnen doch gerade gesagt hat, dass er in die Hände sündiger Menschen überliefert wird. Er ist also dem Tod geweiht. Und in diesem Kontext fordert er sie auf, an ihn zu glauben. Und im Grunde beansprucht ihr Herr jetzt, dass ihre Zukunft im Himmel von ihm abhängt. Denn Jesus spricht in diesem Zusammenhang, so sehen wir es hier, von vielen Wohnungen im Hause seines Vaters. Und er sagt, wenn ich hingehe, euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen. Jesus spricht also von Wohnungen im Himmel, die er für sie vorbereitet. Und an dieser Stelle sehen wir übrigens auch, für unseren Herrn ist der Himmel ein realer Ort. Kinder haben mich manchmal gefragt, wenn ich Kinderstunden gehalten habe, wie ist es denn im Himmel? Ich sage, stell dir doch mal den schönsten Ort vor, den du kennst. Hab das neulich in einer großen Gemeinde mal gefragt. Ich saß vorne in der ersten Reihe, hier wo ihr beiden sitzt, ein kleiner Knirps, und rief ganz laut, Hawaii! Ich sag, warst du schon mal auf Hawaii? Nein. Aber das sei für ihn der schönste Ort. Da habe ich gesagt, pass mal auf. Der Himmel ist 1000-mal, 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 1000-mal schöner als der schönste Ort, den du dir hier auf der Erde vorstellen kannst. Wir können uns nicht vorstellen, wie schön es im Himmel sein wird. Aber der Himmel ist auf jeden Fall ein realer Ort. Und der Herr Jesus spricht von Wohnungen. Griechisch Monet bedeutet einfach Zimmer. Also kein Herrenhaus für die Superfrommen und eine einfache Hütte für die weniger Frommen, sondern für alle wird es eine schöne Wohnung geben und es wird einfach wunderschön sein. Und dieser Hinweis auf die himmlische Wohnung hat natürlich auch in der damaligen Zeit eine tiefe seelsorgerliche Dimension. Trost und Ermutigung durch den Hinweis auf diese herrliche Zukunft. Himmelfahrt ist für den Herrn Jesus ja wirklich Vatertag. Er geht zurück ins Vaterhaus. Und Himmelfahrt ist für den Herrn Jesus auch Baubeginn. Seit mehr als 2000 Jahren baut er an deiner und meiner Wohnung. Das wird schön sein. Und er will uns bei sich haben. Es geht also nicht nur um einen Ort, sondern vielmehr um ihn als Person. Der Ort ist das Haus des Vaters. Es ist eine konkrete Umgebung zur Freude aller, die dort sind. Aber die Person, die im Zentrum steht, ist Christus, dessen Gegenwart diesen Ort überaus herrlich machen wird. Ewige Gemeinschaft mit ihm, das ist das Besondere. Und der Herr Jesus sagt ja nicht nur, dass er die Wohnungen vorbereitet, sondern dass er auch deinen und meinen Umzug garantiert, indem er wiederkommt, um uns zu sich zu holen. Also es geht um den Glauben an ihn und das gibt uns Stabilität, das gibt uns Halt, denn der Glaube in der Bibel ist nicht
verbunden mit Ungewissheit und Unsicherheit, wie wir das manchmal in der Welt, im allgemeinen Sprachgebrauch so finden. Ich glaube, dass sich das gute Wetter noch ein Stück weit hält, aber ganz sicher bin ich mir nicht. Nein, in der Bibel ist Glaube immer Gewissheit, Überzeugung. Glaube ist nämlich ein Beziehungsbegriff. Es geht um die Beziehung zu Christus und der Glaubende kennt den Herrn Jesus und weiß auch, was er tut und weiß vor allen Dingen auch, dass er zu seinem Wort steht. Er ist zum Himmel gefahren, um eine Wohnung vorzubereiten. Er kündigt sein Wiederkommen an mit dem Ziel, damit auch ihr seid, wo ich bin. Also fit für die Zukunft durch den Glauben. Und der Glaube ist eine Überzeugung von Dingen, die wir eben noch nicht sehen. Und was ist die Grundlage unseres Glaubens? Dein und mein tolles Gefühl? Das trägt nicht durch. Das mag vielleicht heute Morgen auf eine Hochstimmung kommen, aber im Alltag tragen Gefühle nicht durch. Was ist die Grundlage des Glaubens? Sein Wort. Sein Wort. Und das ist das, was auch hier die Jünger stärkt. Und von daher können wir es nicht genug betonen, dass wir Gottes Wort, die Bibel, haben und dass wir darin lesen und dass, wenn wir selbst bestürzt sind und ängstlich werden, auch über eine ungewisse Zukunft, dass wir dann hineinschauen in sein Wort und sagen, danke Herr für deine Zusagen, darauf ist wirklich Verlass. Von daher, wir brauchen die Bibel und wir brauchen die Auslegung der Bibel in einem ganz wörtlichen Sinne. Und da lassen wir uns nicht durch irgendwelche Überlegungen menschlicher Art abbringen. Und ich muss leider immer wieder sagen, die alte Frage der Schlange greift mehr und mehr um sich. Sollte Gott gesagt haben? Sollte das noch wahr sein? Ich weiß nicht, ob ihr diese Begebenheit kennt. Ein Student bekehrt sich. Und was tut er? Er fängt vorne an, die Bibel zu lesen. Sein Vater, ein Professor der Theologie, geprägt von der historisch-kritischen Methode, stellt natürlich vieles in Frage, was wir da im Alten Testament an Wunder erleben. Und ich sage, Wunder ist immer, wenn Gott handelt. Es ist immer wunderbar. Und dieser Student kommt dann irgendwann an die Mose-Geschichte und er liest, dass das Volk Israel, verfolgt von dem ägyptischen Heer, links und rechts die Berge vor ihnen, das Rote Meer, trockenen Fußes durch das Meer geht. Und er ruft, Halleluja, was habe ich für einen großen Gott, der dafür sorgt, dass das Volk Israel trockenen Fußes mit Kindern und allem Vieh durch das Rote Meer gehen kann. Oh, der Vater holt ihn mal wieder auf den Boden der Tatsachen und sagt ihm, man weiß doch längst, das Wasser war zu der Zeit nur knöcheltief, da konnten alle locker durchlaufen. Er etwas ernüchtert, er liest aber tapfer weiter und das empfehle ich dir auch, lies einfach weiter. Und auf einmal hört der Vater wieder nebenan, Halleluja, was habe ich für einen großen Gott. Der Vater sagt, was ist denn jetzt passiert? Ja, stell dir mal vor, in diesem knöcheltiefen Wasser hat Gott das ganze Heer der Ägypter ertrinken lassen. Halleluja! Wir müssen die Bibel nur wörtlich nehmen. Und wenn wir sie an einer Stelle in Frage stellen, wird sie uns in Frage stellen. Und nicht das beunruhigt mich, was ich an der Bibel nicht verstehe, sondern das, was ich verstehe. Und das ist so klar, dass es mir den Weg zum Leben zeigt, den Weg in den Himmel zeigt, lebendige Hoffnung vermittelt. Und ihr Lieben, darum geht's. Also Menschen brauchen Gottes Wort, sie brauchen gesunde Lehre, die Grundlage für ihr Leben. Alle menschlichen Weisheiten verblassen angesichts der göttlichen Wahrheit. Und das Schöne ist ja, Gottes Wort beinhaltet so herrliche Verheißungen und Gottes Ruf in eine untergehende Welt. Vers 12, wer an mich glaubt, wird auch die Werke tun, die ich tue. Und ihr Lieben, diese Welt, diese untergehende Welt braucht fitte Christen, die ihren Glauben offensiv leben. Halten wir nicht hinter dem Berg, sprechen wir auf natürliche Weise von Christus,
So wie vielleicht der ein oder andere vom Fußball schwärmt, von einem schönen neuen Auto, vom Urlaub. Wenn du irgendwo in einer Gemeinschaft bist, rede einfach von dem, was dir Jesus Christus ausmacht. Wir brauchen uns unseres Herrn nicht zu schämen, ganz im Gegenteil. Niemand hat die Weltgeschichte so positiv beeinflusst wie er. Und das werden selbst Atheisten zugeben. Niemand ist mit Jesus zu vergleichen. Und er ist dein und mein Heiland. Und von ihm wollen wir Zeugnis geben. Und dann werden wir auch feststellen, dass der Glaube an ihn immer in den Schwierigkeiten auch neue Möglichkeiten sieht. Ich habe das gestern erzählt hier beim Männertag. Wir hatten vor einiger Zeit bei uns im Dorf eine Beerdigung. Da wurde der Name Jesus nicht erwähnt, der Name Gottes nicht erwähnt, es wurde kein Gebet gesprochen, gar nichts. Und viele, auch Nichtchristen, waren entsetzt. Einen Tag später war ich in der Angelhütte, stand an der Theke und trank mir ein Bier. Sprachen mich mindestens 3 Männer an. Was hältst du denn davon? Nichts von Jesus, nichts von Gott, kein Vaterunser gebetet. Oh, ich sag, vielleicht war das seit Jahren mal wieder die erste ehrliche Beerdigung, die wir in Steinbach hatten. Denn wer nicht mit Gott leben will, braucht auch nicht christlich beerdigt werden, oder? Und ich lasse sowieso bei meinen Beerdigungen, die ich halte, das Vaterunser nicht beten. Denn ich will doch die Menschen nicht verführen zum Plappern wie die Heiden. Wer kann denn Vater sagen? Doch nur der Gott zum Vater hat, oder? Und das sollten wir auch ernst nehmen. Und von daher sehen wir auch in solcher Schwierigkeit, die viel ausgelöst hat, auf einmal eine neue Chance fürs Evangelium. Und ihr Lieben, lasst uns diese Chancen nutzen, auf natürliche Weise darüber reden, was den Glauben wirklich ausmacht. Und da kommen schon viele ins Nachdenken. In jeder Not steckt eine neue Chance. Vergiss das nie. Und das macht Jesus hier deutlich. Wir beklagen, wie ich das ja auch zu Beginn gemacht habe, die Zunahme der Gottlosigkeit. Aber wir nutzen sie, um christliche Werte in diese Welt zu senden. Und wir bleiben nicht bei der nüchternen Bilanz. Das habe ich am Anfang versucht. Sondern wir nutzen die Chance, christliche Werte und Hoffnung in dieser Welt zu leben. Wie sagt der Herr, jetzt habe ich es euch gesagt, ehe es geschieht, damit ihr glaubt. Und damit kommen wir zum dritten Punkt des Fitnessprogramms Jesu. Johannes 15, bleibt in mir und ich in euch, wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht, ihr bleibt denn in mir. Wir haben eine ganz enge, ich darf vielleicht mal sagen, organische Beziehung zu Christus. Und wir wissen alle, Frucht kann man nicht machen. Der Apfelbaum in unserem Garten, der steht nicht das ganze Frühjahr da und zittert am ganzen Leib. Hoffentlich bringe ich bald Frucht. Frucht entsteht, wenn die Nährstoffe fließen, wenn die Sonne scheint. Und so ist das auch bei uns Christen. Frucht können wir nicht machen. Frucht entsteht aus der Gemeinschaft mit ihm. Und deshalb Christsein ist kein Krampf, ihr Lieben. Aber manche leben so verkrampft, weil sie meinen, sie müssten jetzt Frucht bringen. Such die Gemeinschaft mit ihm und betrachte ihn. Und ich muss dabei an 2. Korinther 3, Vers 18 denken. Überleg mal, was Paulus da schreibt. Wir alle schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Und hier steht die Passivform. Wir schauen die Herrlichkeit des Herrn an. Und jetzt müssen wir uns anstrengen, als Christen so zu werden wie er? Nein, in der Beschäftigung mit ihm erleben wir Veränderung und werden verwandelt. Und das ist das Geheimnis eines zufriedenen, dankbaren Christseins. Kein Krampf, sondern Frucht entsteht aus der Beziehung, wenn die Nährstoffe fließen. Also wer fit sein will für die Zukunft und diese Lebensqualität sucht, muss eben Gemeinschaft pflegen. Gemeinschaft pflegen mit ihm.
Der jüdische Philosoph Martin Buber hat das ja mal so allgemein ausgedrückt. Ich finde das aber so klasse, den Satz. Wir werden am Du. Wir brauchen Gemeinschaft miteinander. Das wichtigste Du ist das Unveränderliche, was uns nicht irgendwann genommen werden kann durch Tod, wie die Ehefrau oder der Ehemann. Das wichtigste Du, das wichtigste Gegenüber ist die lebendige Beziehung zu Gott. Es geht also um Beziehungen. Und wenn wir über Zukunft nachdenken, dann muss ich sagen, Beziehungskrisen nehmen zu. Und ich sage immer gerne als ehemaliger Lehrer, die Bildungskrise, die wir erleben, ist das Ergebnis einer tiefen Beziehungskrise. Wo gibt es noch intakte Ehen und Familien? Bis hinein in christliche Kreise. Und ihr Leben, das sind zwei herrliche Stiftungen Gottes, Ehe und Familie. Und sie sorgen für den Fortbestand von Gemeinde und Gesellschaft. Wir brauchen gesunde Ehen und Familien. Aber das ist leider das große Kampffeld des Feindes. Er weiß, dass die gesunde Familie Voraussetzung für den Bestand einer intakten Gesellschaft ist. Ich habe nochmal im Internet geguckt, wie heute Familie definiert wird. Ich zitiere: Eine Familie ist eine soziale Einheit. Charakteristisch für eine Familie ist das Zusammenleben von mindestens 2 Generationen, was Raum für Entfaltung, Entwicklung und Sicherheit bietet. Sie kann aus einem Elternteil oder einem Elternpaar mit mindestens einem Kind bestehen und umfasst verschiedene Lebensgemeinschaften, einschließlich nicht-ehelicher und gleichgeschlechtlicher Partnerschaften. Zitat Ende. Familie. Die Grundlage für Familie ist die Ehe. Und die Ehe ist eine lebenslange Gemeinschaft von einem Mann und einer Frau, die sich vor Gott und der Obrigkeit das Versprechen gegeben haben, wir bleiben zusammen, bis dass der Tod uns scheidet. So sieht Gott die Ehe. Und das ist die Grundlage für die Familie. Und sollte etwas schiefgelaufen sein, das hast du vorhin gesagt, wir leben aus Vergebung und wir leben aus dem Bekenntnis. Von daher gibt es Chance zum Neuanfang. Vielleicht fragst du dich, was hat das mit dem Fitnessprogramm Jesu zu tun? Ich habe immer wieder festgestellt, die gute Beziehung nach oben hilft auch zu guten Beziehungen untereinander. Wenn ein Ehepaar zu mir kam und hatte eine Krise, dann habe ich als erstes gefragt, ich sage, ihr seid doch Christen, wann habt ihr denn das letzte Mal zusammen gebetet? Und dann merkten sie auf einmal, wir haben schon jahrelang nicht mehr zusammen gebetet, und dann fing es an zu bröckeln. Es geht immer in erster Linie um die Beziehung nach oben. Und die Beziehung nach oben, wenn sie neu gepflegt und in Ordnung kommt, ist die beste Grundlage, dass auch horizontale Beziehungen wieder intakt kommen. In dieser gelebten Beziehung finden wir als Kinder Gottes zu unserer eigentlichen Identität, also Wesenseinheit mit Christus. Von daher sind intakte Beziehungen enorm wichtig. Sie machen fit für die Zukunft. Und deshalb sagt unser Herr auch, wer in ihm ist und er in ihm, wird nie seine Identität als Christ aufgeben. Und diese innere Stärke kündigt der Herr Jesus auch in seinem Fitnessprogramm an, indem er auf den Geist der Wahrheit hinweist, den er senden wird, wenn er im Himmel angekommen ist. Nach Himmelfahrt kommt Pfingsten. Und er sendet seinen Geist. Und dieser Geist hat ein Ziel. Er zeugt von Jesus. Er verherrlicht Jesus. Er überführt die Welt. Er leitet in die Wahrheit. Und er verkündigt das Kommende. Und das macht fit für die Zukunft. So können wir nur dankbar sein, dass Gott so sein gesamtes Fitnessprogramm, der Herr Jesus sein ganzes Fitnessprogramm uns zur Verfügung stellt und er uns sein Wort und seinen Geist gegeben hat, der uns sein Wort aufschließt. Und dafür können wir nicht genug danken.
Und das endet dann mit dem Hinweis aufs Gebet. Der Herr sagt, was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen. Bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude völlig sei. Und so wollen wir zuversichtlich beten, auch konkret beten, auch in Erwartungshaltung beten. Gott hört jedes Gebet und er hört, was seinem Willen entspricht. Und es ist bestimmt gut, dass Gott nicht jede Bitte erfüllt, die wir im Gebet vor ihn bringen, sondern es ist gut, dass wir beten, Herr, dein Wille geschehe. Und so lasst uns beten, auch für die junge Generation. Und ich wünsche, dass sie auch hier in diesem wunderschönen Umfeld, hier bei Mitternachtsruf, heute bei der Gemeinde Bibelschule, fit gemacht wird für die Zukunft. Lasst uns beten, dass wir ein Zeugnis in dieser immer gottloser werdenden Welt sind. Ich wünsche, dass wir als Lichter in der Dunkelheit leuchten. Und wenn Johannes am Anfang seines Evangeliums schreibt, in seinem Prolog, Kapitel 1, Vers 3, das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst, habe ich mal eine schöne Übersetzung zu gelesen. Das Licht scheint in die Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Dieses Licht kann keine Macht der Welt auslöschen. Und das gilt ja auch für Israel. Dieses kleine Volk, das Land kleiner als unser Bundesland Hessen, aus dem ich komme, können die Mächtigen dieser Welt nicht auslöschen, weil Gott hier Geschichte schreibt und Gott sagt, es ist mein Augapfel, Gottes irdisches Volk. Und Gott beweist das jeden Tag. Das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Und wenn wir so an die allgemeine Situation denken, heute in unserer Gesellschaft, da musste ich bei der Vorbereitung an ein schreckliches Ereignis denken. Am 15. April 1912, in der Nacht vom 14. auf den 15. April, sank eins der größten Schiffe dieser Welt. Welches Schiff meine ich? Titanic. Es galt als unsinkbar. An Bord waren über 2220 Menschen. Und in dieser Nacht, als dieses Schiff auf einen Eisberg fuhr, starben 1514. Und dieses schreckliche Ereignis wurde ja verfilmt. Und der Regisseur dieses Filmes, James Cameron, schreibt, was an Bord des Schiffes geschah, spiegelt die menschliche Neigung wider, die Realität nicht wahrhaben zu wollen. Sie sagten, dieses Schiff kann nicht sinken. In Wahrheit meinten sie, wir werden niemals sterben. Insofern ist die Titanic ein Beispiel für die Unabwendbarkeit des Todes. Wir alle fahren auf der Titanic, ohne es zu wissen. Das ist die Situation des Menschen. Feiern bis zum Abwinken, obwohl das Wasser bis zum Halse steht. Solange wir unterwegs sind, ihr Lieben, zu diesem herrlichen Ziel, nämlich in die Wohnungen unseres Herrn, wollen wir nach seinem Fitnessprogramm leben. Und eins ist natürlich sicher, wir haben als Menschen nichts im Griff, aber er darf uns im Griff haben. Und das gibt unserem Leben Halt. Und wie das konkret aussehen kann in einer ausweglosen Situation, das sehen wir am 11. September 2001. Und da ist uns dieser Mann ein großes Vorbild, Todd Beamer. Etwa eine halbe Stunde nach dem Anschlag auf das World Trade Center in New York hören die Passagiere des Fluges United Airlines 93 von dem Selbstmordkommando über ihre Handys. Und sie erahnen, dass ihre Entführung ebenfalls einem
symbolträchtigen Ziel dient. Das Kapitol oder das Weiße Haus. Und gleichzeitig erleben sie, dass die Terroristen in diesem Flugzeug, United Airlines 93, Passagiere erdolchen. Und die Frage ist jetzt, was macht ein Christ in einer solchen Situation? Und von einem wissen wir es. Dank des für Notfälle eingelassenen Telefons im Sitz des Vordermannes. Todd Beamer, der 31-jährige leitende Angestellte, betätigt um 9:45 Uhr den Notruf und er schildert die aussichtslose Situation. Und er schreit nicht zu Gott, wo bist du? Er bleibt ganz ruhig und spricht mit der Frau in der Telefonannahme das Vaterunser und Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Und dann bittet er noch seine schwangere Frau Lisa und seine beiden Söhne zu grüßen. Und dann erhebt er sich und bittet 4 weitere Passagiere, den Terroristen entgegenzutreten, um Schlimmeres als den Absturz auf Gebäude, Kapitol, Weißes Haus zu verhindern. Und diese 5 Männer haben wirklich Geschichte geschrieben, als ihr Flugzeug dann um 10 Uhr auf einem Acker zerschellte und die Tageszeitung Die Welt überschrieb dazu einen Bericht über diese Tat mit der Schlagzeile Licht inmitten der Finsternis. Lisa Beamer hat einige Zeit später ein Buch über dieses Ereignis geschrieben. Das ist sehr beeindruckend. Darüber berichtet wurde im Nachrichtenmagazin IDEA in der Ausgabe 39 2001. Todd Beamer hat alles richtig gemacht. Ein mutiger Mann, ein fitter Christ, der Geschichte geschrieben hat. Und ihr Lieben, lasst uns in diesen Tagen weiter das tun, worum es im Christsein immer schon gegangen ist, indem wir ihn bekennen und in ausweglosen Situationen ihm vertrauen. Das heißt, wir reden nicht nur von Hoffnung, sondern leben sie. Denn Hoffnung ist das, was es mir möglich macht zu leben, ohne dass es eine Lösung gibt. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Aus meiner Sicht ist der Satz falsch. Unsere Hoffnung stirbt nie. Denn unsere Hoffnung ist eine Person, Jesus Christus. Und deshalb beschäftigen wir uns so gerne mit ihm. Und deshalb wollen wir uns an diesem Morgen gegenseitig stärken und ermutigen und uns motivieren. Wie können wir fit werden für die Zukunft? Wenn wir geduldig beten, wenn wir konsequent glauben, wenn wir freudig erwarten und wenn wir einander in Liebe dienen. Und dieses Fitnessprogramm Jesu endet ja mit dem hohen priesterlichen Gebet. Und was sagt unser Herr? Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir sein, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt, gerechter Vater. Und die Welt hat dich nicht erkannt, ich aber habe dich erkannt. Und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, womit du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen. Amen. Soweit es möglich ist, erheben wir uns zu einem Gebet. Lieber Herr Jesus, wie weh muss es dir tun, wenn du siehst, dass deine Geschöpfe sich immer weiter von dir entfernen. Und dass auch innerhalb deiner Gemeinde immer mehr dein Wort in Frage gestellt wird. Herr Jesus, es tut uns leid, wo wir selbst dazu beigetragen haben. Vergib uns bitte, lieber Herr. Danke, Herr, für dein Fitnessprogramm, das du damals deinen Jüngern kurz vor deinem Tod gegeben hast und das für uns auch so wertvoll ist.
Wir danken dir für diesen Abschnitt aus Johannes 13 bis 17. Und bitte schenk uns viel Gnade, dass wir das selbst verinnerlichen und nicht nur in der Theorie mitnehmen, sondern auch leben. Und lieber Herr, dazu willst du uns befähigen, denn du machst aus dem Wollen auch das Vollbringen. Und dafür wollen wir dir herzlich danken. Wunderbarer Herr, herrlicher Heiland, unsere Hoffnung, unsere Zukunft. Dir geben wir an diesem Morgen alle Ehre. Amen.